Dort ist bemerkenswert und zu denken, dort ein Baby in ein Stall viele Jahre trägt, mit kein Hut ansehen, kein Verreich, keine große Ämter oder politische Gewalt, und doch hat heute ein Kleiner in zwei geteilt. Vor Christus und nach Christus. Heute dreht die Welt über Kopf. Sein Name ist der berühmteste Name in der ganzen Welt. Heute inspiriert das meistgelesene Buch, was jemals geschrieben ist. Heute verbindet uns frisch mit dem Himmel und zu derselben Zeit braucht heute den Himmel nur die Erde. Durch ihn haben wir eine Erlösung. Ein neuer Anfang, Freiheit in ihm. So dass wir unser Körper nur herstellen und durch das Leben gehen und weiten, wir sind niemals allein. Dort jeder Mann und jeder Frau, jeder Jung und jeder Mädel, jeder einer von uns wird voll sich nichts zu bringen und nichts anzubeugen. Dort wir können weiten, dort Gott über uns freundelt, dort uns läuft und dort wir genug sind. Und all das jedoch, und mit einem Hort von Dankbarkeit an jede Salz diese Weihnachtszeit mit dir, der du läufst. Und weil wir alle Tag die beste Neuigkeit zelebrieren, wird diese Welt jemals wie hier darf. Zoals hij zegt, waar we opstaan in deze beste Neuigkeit taub, Gott loven en prijzen en in vrede je zank aan loven en prijzen. Avond alle vrouwen Weihnachten 2013 dran, bij ons aan vriend en aan jij je doel zaten. Wens je alle een Merry Christmas, sagt dat er een Schmack zit. Zit alle Schmack van der. Es was so gut zu sein, sagt ihr Doel für ein paar Minuten. Welcome hier. Mir freut mich, dass ihr von der hier angekommen zu diesem Wienachtsowent, was wir haben. Und bloß zelebrieren, was Gott getan hat, was Jesus getan hat für uns. Weihnachten ist bloß eine sehr gute Zeit, so von uns Haus, von mir und Christi zu jünd, Frauen Weihnachten und alle Paste zu jünd. Wir wollen das sein, dass wir leben jünd, ich und Christi reden ein bisschen von, und
von was vertal wie das ganz meiste. Like, wenn ich seit taub sind, und wir sagen, dass das meiste, was wir vertalen, ist von Jünd, von der Kirche, das uns Leben und wir sind besorgt am Jünd und wir wünschen Ihnen dein Leib und Friede über diese Weihnachtszeit. Weihnachten ist eine Zeit von Geschenken, ich glaube, wenn wir und Weihnachten, ein von den Dingen, was uns in Mind kommt, sind die Presents. Was wollen wir für Geschenke haben? Was wollen wir geben? Wem wollen wir was geben? Und so Weihnachten, dort handelt sich ein Teil um Geschenke. Die weisen Männer brachten auch Geschenke nach Jesus. Dort wir auf einem ganz anderen Level als eine andere Geschichte, aber sie brachten auch Geschenke. Und aber Weihnachten ist nicht bloß Geschenke, aber das ist auch ein Weg, wenn wir Geschenke geben, weil wir können den nächsten Leib beweisen und wir können sagen, hey, ich habe gedacht an die. Und so ich will ein bisschen sagen, was hat gedreht dieses Jahr mit den Weihnachtsdose. Wir haben Weihnachtsdosen, was wir sehen, was die können mitnehmen, die Fall merken, und dann wir ein ganzes Team, was die führt, wo die alle sind von Port gewesen. Und so dieses Jahr in unserer Weihnachtsdose, wir haben ein Ziel, dass wir 400.000 Fall merken, dann wollen wir noch Kinder geben. Und aber wir gingen wieder das Ziel vorbei, wir haben 537.000 Fall gemerkt, und hat er rückgeführt, ja, 537.000. 130 Familien haben engagiert mit dem, wo wir eine Dose haben gebracht, oder mehrere Dosen. Ein Jahr hat wir 110, dieses Jahr haben wir bis noch mehr. Ein anderes Ding, was wir haben getan, ist wieder dort mit some anderen Kirchen taub. Wie kauft die Dose? Wir haben 2 andere Kirchen gefragt, weil die auch Dosen. Und dann führt die Rüt noch Menschen, was die kann. Wie halten das mit dem ganzen Prozess, dort absein und alles. Und so, das ganze Weihnachtsdose dort war, aber dort war es bloß, wenn jene Freiwilligkeit. Dass die freiwillig sind und die sagen, die wollen Part von dort sein. Wie das vertalen mit verschiedenen Menschen, some sagen, die sind 1000 Preise oder über 1000 Preise der Dose. Und so wie haben ein Teil Dinge könnt, wahrgeben 18 verschiedene Gruppen, die der Rüd fuhr und das Geschenke aufteilen. Wir teilen die aus in diese Areas. Hier im Korridor im Bett, am Swift, Cahuayas, Manzanillas, Oasis, Santa Clara, Santa Rita, Ojo de la Yegua, de Nordendorpa, some haben noch Campeche geschenkt, El Valle, Suecos, Valle Esperanza, Casas Grandes, dort wo diese Geschenke sind angegangen. Viele Geschichten sind all gekommen von dieser Weihnachtsdose Rüdfeier. Ich glaube im Bett, dass die wäre hergeführt, das kriegst du gerade sehen, was das hier sein, first hand, was das sagen, wo sie die Geschenke haben brauchen, ist für die, was die haben vielleicht kriegen. Aber das sind ein Teil Geschichten, wir können nicht alle vertellen, weil Nomen sind so eine Dinge. Und aber die sind ein Part gewesen von das. Die sind Part von der Hängenfeit von Jesus gewesen, diese Weihnachtszeit, mit seinem Leib rüberbringen. Und so vielmal Dankeschön zu Ihnen. Da wir ein kranker Dad, der vorher wir von worauf gefallen, Bein 2 gebrauchen, alles Geld gebraucht für Doktorie und sie hatten keine Weg zum Geschenke zu kaufen. Und die Kinder jetzt die kriegen Geschenke. Da wir eine Großpapa, eine Großeltern und eine Großpapa können nicht schaffen und sie haben nicht Geschenke gekauft für ihre Kinder. Und all ihre 6 Großkinder, die wollen nicht alle ein Geschenk kriegen. Da wir ein Haus von 4 Kindern mit der Mama taub und das kleine Junge, der ist so blöd, dass er das Dose kriegt. Er kriegt in einen Dash und dann fängt er das an zu merken. Und das Team, was wir, die fangen an mit den Kindern taub, ich glaube, Flur zu sagen, die Dose zu packen, mit ihnen verteilt. Auf einmal, dann merkt ein von diesen Team-Members, der das aufteilt, sie kickt auf einmal nach der Mama. Und da sagt die Mama mit Tränen in den Augen und sieht, wo ihre Kinder Geschenke kriegen. Und so, live wird bewiesen mit den Geschenken, mit den Weihnachtsdose, so ist jeder Rüdfeier. Und so, somebody cared. Somebody gave was an den Raum. Und das will ich sagen, wenn wir ein Weihnachtsgeschenk geben, den nächsten, und in diesem Fall wird es so, die können sie bloß meist nicht glauben, dass wer an Ernst gedacht hat, dass sie diesen Geschenk würde kriegen. Viele Kinder, wenn sie das Geschenk kriegen, die sagen, das ist Krieg, was ich mir wünsche. Das ist Krieg, was ich mir gewünscht habe für so lange. Und wir als ein Team, wir verteilen ein bisschen von Lot, und wir sagen, wo ist das eine möglich? Die Lieder bringen alle die Dose her, und was alle wurden eine Stunde angetan, und wir fliehen die alle Teich mit den Erlasch, und waren verschiedene Klampes gemerkt, und all die 18 Gruppen, was dort vor. Und danach sind die Kinder sagen, das ist Krieg, was ich mir gewünscht habe. Und dann kann ich nicht anders sagen, bis dass wir Gott seine Hand in dort.
Gott seine Hand wie in dort in diesem Port von dort gewastet, ja, von diesem Geschenk rührt viel und von Gott seine Leib und seine Gnade bis erwiesen loten. Und so, wenn wir ab Weihnachten sind, dann denken wir an Geschenk, ja. Und ich will jüngst merken, dass ihr, wenn jüngst was ein Geschenk gibt, diese Weihnachten, dass ihr das Geschenk bis annehmen und sei Dankschein. Wenn somebody hat von dir gedacht und hat gewundert, was kann ich oder geben? Dass ihr Danken nennen, die gehen dort und so dann nehmt das an. Ich kann das sein in meinem Leben, dass Menschen, die nicht kennen, Geschenk annehmen, und ich kann seine Männer, die gehen den nächsten Morgen heran, ganz bei dem Restaurant raus, und versichern, dann haben wir den 500 Erträge in seine Föppen anzustärken. Wenn ich sage, no, ich lade mich nicht das Mittag betont, vielmal ist es dann auch, dass so eine Menschen kann das nicht annehmen, was Jesus hat für mich getan. So ich muss auch noch something tun dazu. Ich muss mir das auch verdienen, ich muss auch noch irgendwas hier tun. Und Jesus sagt, no, ich bringe das einfach ein Geschenk. Er hat sein Leben gegeben für uns. Besieht, dass Jesus geboren wird, ist das zweite größte Wunder. Das größte ist, dass er abstand von dort, aber besieht dort, ist, dass er nach der Welt kommt und sagt, ich will mich angeben, ich will nach der Welt kommen, als ein Geschenk, dass die Brücke mich bloß annehmen. Und so, ich will etwas Mut merken, weil wir, wenn somebody uns ein Geschenk nimmt, das annehmen, aber wir das auch annehmen, was Jesus hat für uns. Der Leib, die Gnade, das freie Leben, was er uns gibt, durch Arm, weil wir das annehmen. Und dann werden wir in dieser Weihnachtszeit Jesus holen als das Center, das Hauptding von unserer Weihnachtszeit. Eine Geschichte jetzt ist das, dass wir eine junge Familie, die haben ein neues Baby. Und sie laden ihre Freunde an, die Freunde kommen alle an, die Mama legt das Baby daheim, besieht der und ein Bad, was da ist. Und die Menschen kommen an, das ist kalt wird, und die tragen sich die Jackets auf, und die haben alle Geschenke mit, und dort wird alle auf dem Baden abgeschmissen. Und sie haben eine ganze Party, und die kommen an und verteilen, und haben eine gute Zeit, und haben schöne Ponche und schöne Drinks. Und auf einmal sagen die Leute, hey, wir sind eigentlich gekommen für ein Baby. Wo ist das Baby, was wir kommen sein? Und dann gehen sie kicken, dann ist das da in ihre Jackets wieder gesteckt. Na, das ist eine Geschichte, aber das ist eine wirkliche Geschichte. Und 90 Jahre, wo es uns dazu passiert. Und mir hat das einmal denken über diese Weihnachtszeit, dass wir Jesus das Hauptding holen von unserer ganzen Weihnachtszeit. Weil wir nicht stärken mit all den Dingen, was da angehen, Geschenke, das sind gute Dinge, wie Hauptgeschenke, wie wollen Mari mit den Kindern, die Großkinder, Top-Geschenke, uteilen, was bis sehr schein gehen. Aber wenn wir das im Denken holen, wollen wir das tun, das wäre Jesus. Das wäre Jesus. Heißt die Hauptsache, wenn wir Weihnachten feiern. Und wo wir das können auf praktischer Weise ausleben, ist das live bewiesen zu unseren Nächsten in der Weihnachtszeit. So, ich würde bis Frauen nicht abstellen, ich will mit Ihnen beten, weil wir in Gesang gehen und Gott loben und preisen. Dankeschön, Gott, für wer du bist. Dankeschön, Jesus, dass du nach der Erde kommst, dass du vor uns kommst, hier das Erde, starrst vor uns, stürzt ab, hast uns frei Leben gegeben dadurch. Wir loben dich und wir preisen dich. Und über diese Weihnachten, weil wir die bis Nummer 1 holen in uns Leben, dass all die Geschenke und gute Eten, alle Dinge, dass das nicht was ewig Hand nehmen, aber dass wir bis einmal denken, dass du bist Nummer 1 in uns Leben. Wir loben dich und wir preisen dich. Wir heben dich hoch. New York in diese Gesang, was wir haben. Wir loben dich und wir danken dir für was du hast getan. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ye faithful,
ich kann nicht so sagen. Doch passiert alle in einem bemerksamen Moment, während der Schöpfung von dieser Erde gerade so wieder dreht. Wie Gott gekommen in dem Moment. Er kam nicht aus einem Blitz, er aus einem Herrscher, wo nicht nun zu kommen hat. Sein erstes Gehirn hier eine geringe Miau in ein Schleiperjadascha. Kraxos ein anderes Baby. Sein starket, gesündet Gehirn wie danach dort halblose, junge Gehirn von einem kleinen Baby. Wie seine Geburt leid Jesus nicht nur ein König. Sein goldener Thron, wir hingeladen worden. Und wir vertuscht für einen grieser Schubstuhl. Und doch ist er ein König. Majestät, eine Macht von dieser gewöhnlichen Welt. Himmel schied die Erde an. Und deswegen können wir nu den Himmel kennen. Aber einmal verlieren wir, wie wichtig das alles ist. Und dann wird unsere Welt eine düstere Heul. Wie vollen Kart unsere Augen auf seine Majestät in Läuf zu sagen. Krieg so Jahre dort, wo Jesus seine Geburt vermisste. Unbewusst, dort Gott ihre Welt besucht hat. Vermissen sie dort. Nicht wegen sie dort schlecht verhoden. Aber einfach wegen sie nicht kicken. Macht wie dort nicht vermissen. Macht wie arm nicht vermissen. Läuft die Nuba, wird gesagt von einem Mann, dem sie Nubasch am Prüfen dort zu merken. Den Raubfamilie hinter zu looten für das Evangelium wird geschickt, wird gesagt von einer, der von seiner Mama Aufscheid nimmt. Bet für die, wenn die verfolgen, komm von denen, die durch bald Gott freuen wird, seine Mörder zu vergeben. Heute wir so viel mehr als ein Lehrer, mehr als ein Mann. Aber heute wir ein Mann, wo mit Autorität redet, in Deib von Horten läuft. Hast du ihn gesehen? Das Jesus. All die Pracht vom Himmel, geopenbart in ein menschlicher Körper. Er nahm sich selbst Gott. Und doch, Leute, ein blinder Soldat, ein billiger Soldat, Nägel durch seine Hänge schlug. Er verleiht Himmel für uns und lebt manch uns. Axi Amamati sind die Wir von ein Gott. Wenn in ein Augenblick ummeldet deut, zum alles mählich merken für die und für mich. Wie wir nicht gemerkt, zum von uns Schöpfer getrennt zu sein. Und deswegen kriegt Jesus in unsere Augen an. Mit ein Matlieden, was weit über wird es. Heute hier uns hoffnungsloser Trauer in Sach unsere Mäude Gesichter. Heute haft uns noch einmal nicht verjeten, wenn wir auch viel mal von ihm verjeten. Der Lauf von Jesus ist so viel grater, was wir jemals würden denken können. Zu denken, dort Gott wird vom Himmel raufkommen. Und wir würden können Jesus erfahren. Das ist, wo uns Leben für immer verändert. Jeder Tag, in jeder Moment, mit dem Gun, wer alles abgibt für uns. Oh, Wort von Freund haben wir in Jesus. Ohne ihn können wir nicht anfangen. So, die Anladung steht für die eine Augen auf ihm zu sagen, in seine Majestät in Lauf zu sein. Weil wir in dieser Majestät
opstehen in Gott wieder, loben und preisen und danken für was er geschafft hat. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory straight from heaven above, heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Silent night, holy night, Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face, with the dawn of redeeming grace. Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Die Herrlichkeiten Wunder, dort hängt noch ännu lag. De stehen där jag dansar skidlag. Dort leuchtet som från ängel och styen dig krävnings. Dort tjognar dig värt från del. Sie fjall, freda beten kor,
Frohe Weihnachten, seid ihr toll? Auch die, was online sind, die wünschen dir eine sehr frohe Weihnachten. Eine Geschichte von Jesus an sein Leben. Und da ist er ein Tag vor Pilatus. Und Pilatus fragt ihn, was er ein König ist. Und er sagt, dass er ist. Und dann sagt er, dass ich sie gekommen für die Wahrheit anzustehen. Und wer das mit der Wahrheit hält, oder wer das mit mir hält, hält das mit der Wahrheit. Und dann fragt Pilatus an eine Frau, was die Frau ist von jeder einem von uns in der ganzen Welt. Und das ist die Frau, was ist Wahrheit. Aber wisst ihr, Pilatus steht vor den Schöpfer von Himmel und Erde und lügt nicht nur die Antwort. Ich will Ihnen von der die Weihnachtsgeschichte lesen aus Lukas, ein paar davon eins. Und dann will ich da mehrere Vergleiche rausnehmen, wo sozusagen der Himmel mit der Erde verglichen wird, dass die in ewige Hauen künftig sein, aber der Hintergrund von dort ist Wort, ist Wahrheit. So, hier ist die Geschichte. Der Kaiser Augustus befahl zu seiner Zeit, dass all seine Menschen sollen geteilt in einem Tagsregister angeschrieben werden. Das wird das erste Mal, dass die Menschen geteilt werden, und passiert, als Quirinius die Rechenschaft in Syrien hat. Und in jeder ging durchhin, wo er geboren war, um sich anschreiben zu lassen. Dann ging Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, weil sein Stammvater, der König David, durchgeboren war, um sich mit Maria, die am unvertraut war, anschreiben zu lassen. Sie war schwanger, und gerade als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit, dass sie das Kind zur Welt bringen musste. Und so brachte sie ihren ersten Sohn zur Welt, wickelt ihn in Windeln und legte ihn in die Futterkrab, weil zum Gasthaus kein Raum zu finden war. Und die Jent waren in der Nacht Schubhaare bestab und wirkten über ihre Herde. Und plötzlich stund dem Herrn sein Engel vor an, und Gott seine Herrlichkeit mögt das am Abend so da, dass an eine große Angst überkam. Aber der Engel sagte der Horde, fürchtet nicht, horcht, ich bringe euch eine gute, große Friedensnachricht, wozu sich alle Menschen freuen wollen. Jünt es diese Nacht in David seine Stadt der Heiland geboren, der Herr Christus. Und am Ute fing, auf das so ist, wo jedoch ein Kind fing, dort in Wingeln angewickelt ist, und in eine Krab liegt. Dann stünden bei den einen Engel plötzlich eine große Schafengel und lobten Gott und sagten: Lot Gott im höchsten Himmel erkriegen und die Menschen auf der Erde Fried, die und die Häuschen gefallen haben. Und als der Engel waren Tränen im Himmel fuhren, sehen die Horden einer zum anderen. Dann wollen wir nu fort nach Bethlehem gehen und die Geschichte untersuchen, die der Herr uns hat weiten lassen. Und sie spoten sich, dass sie heimkamen und fingen Josef und Maria und dort auch das Kind, dort in die Grab lag. Der erste Vergleich, das ist der Vergleich zwischen König und König. Der Kaiser Augustus ist der kraftvollste Mann in der Welt zu dieser Zeit. Das ist eine lange Geschichte, ich kann nicht Titel hier ganz vertellen, aber Augustus hat Krieg geführt gegen einen anderen, was auch zu der römischen Reich hier, denn diese beiden hatten sich gekriegt all für Jahre, aber Augustus gewann den Krieg und er war der Kaiser von Rom. Und in das römische Reich wird das kraftvollste Reich in der ganzen Welt. Von der reden wir einmal von, dass der städtische Präsident ist der kraftvollste Mann in der Welt.
We meinen nicht, dat de haft de grootste muskel naar kon het meeste hebben. We meinen dat de haft de sterkste en grootste armee hingen zich. So wie Augustus. Augustus wie de eerste keizer, wat zich een God mögt. Und so in der ganzen römischen Reich, da waren Gestalten abgestellt in verschiedenen Ländern, und den Kaiser Augustus muss angebetet. Das wie ein Bemuss in das römische Reich. Später, und das ist mir immer sehr interessant in der Geschichte, alle Länder, wo Rom annahm, mussten Kaiser anbeten. Später Israel. Die Römer fangen ut, meest voets als sie Israel annehmen, dass die würden sich alle nur der Reihe lassen dood merken, fertig würden den Kaiser anbeten. Und weet je, das ist ein interessantes Ding von der Religion. Sie werden schrecklich fast an Gott, fast an der Religion, leuten sich dood merken, aber sie merken Jesus dood. Und so Aposteln war ich gleich taub, aber das kriegst wohl Religion von der Schrift. Sehr fast an ein gewisses Ding, in so einer Art, ich habe noch untersteht. Und so hier haben wir den König von Rom. Der kraftvollste Mann in der Welt. Der Mann, der alles regiert. Der Mann, nach wem die Menschen checkten, für halb in ihr Leben. Und du in Bethlehem, da war der König von allen Königen geboren. Als ein kleines, unbehaltenes Kind. In Wingeln angewickelt, hat vielleicht noch eine griese Wengel. Und so wie hat der kraftvollste König auf der Welt und der Herrscher von Himmel und Erde, der König über alle Könige, der Herr über alle Herren, der Schöpfer von Himmel und Erde, liegt in der Grab. Und hier ist die Frau. Wohnen von der Bed, da wir anbeten. Dat is wo Wahrheit aankomt. Wonen van deze bed, als dat weet, om te beden. Dat is de vrouw. Dat wie de vrouw voor Anton, dat is de vrouw voor ons van jou. De tweede ding, wat we hier vergelijken gaan, dat is de römische vrede en de himmlische vrede, wat Jezus bracht. Keizer Augustus bracht in Frieden an, in die Geschichte nennen sie das die Pax Romana. Das meint der römische Friede. Das wie ein bemusster Friede. Das wie ein Friede, wenn Kaiser Augustus wird so stark zum jeden ansehen. Das ist ein bisschen von Papa im Haus, heißt so stark, dass die Kinder können den überwinden sozusagen. Einmal darf der große Fett in der Familie werden dort, nicht? Aber wir haben hier den römischen bemusster Friede. Und weißt ihr, das ist ein sehr interessantes Ding in der Geschichte, dass Jesus war krank zu dieser Zeit geboren. Und als die Jünger Lothar rausgingen mit dem Evangelium, dann gingen sie in ein römisches Reich raus, wo Friede war. Na, weißt ihr, wenn wir die Geschichte lesen, dann hört sich dort gleich einmal noch Friede, aber wir nicht kriegen. Das war ich meine mit dort. Mir ist immer sehr interessant, dass unsere Vorväter, die kamen nach Mexiko, 100 Jahre zurück. Und weißt du, Mexiko ist ein sehr blaues Land, ganz bei den 1918. Oder da war 19. Und weißt du, der Krieg hier in Mexiko, der wird groß etwas an die Deutsche hertragen. Mir ist einmal nicht deutlich, dass der hertragen. Weitend, was hier anging. Und so der ganze Krieg mit Pancho Villa, aber bekannt mit Flächenwasser. Das ist eine Geschichte, die mich interessiert. Und ich habe Bücher gelesen von dort. Und bloß einfach die blaue Geschichte von Mexiko, wie die hier wären. Weißt du, wie sind so ein Friedenslied? Da habe ich alle Dörrches für hier. Das ist nicht ganz so, aber das ist ein interessantes Ding. Aber weißt du, da wird nie geredet, wenn Präsident Trump gewählt ist, nu wird es Frieden geben in der Welt, zwischen Russland und Ukraine, zwischen Israel und den Ländern darum. Nu wird es Frieden geben, weißt du, wo wen? Wenn du ein kraftvolles genug Mann um Schwengel zum Frieden bemachen. Das ist, was passiert.
so wie Rom. Und so Rom, Pax Romana, Rom baut ein Fried unser zu sein, dort uns horchen, dann wo ihr Fried haben, und Gott in ein Kind wird geboren, und weißt du, was der Engel sagen? Fried auf die Erde. Und das ist ein Fried, wir haben geredet in dieser Weihnachtszeit von den Frieden in uns Hort. Und nu ist die Frage für uns. Was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit wie ein Fried bei uns? Meint das, wenn wir in der Stadt noch eine Regierung können, wir haben noch Geld und ein groß noch Business und das wird in der Ökonomie als Fan, dann haben wir Frieden, nu haben wir stark Lohn, nu werden es gut gehen, aber als dort ein Fried von dort Kind in der Krab, der Schöpfer von Himmel und Erde. Was ist Wahrheit? Das ist die Frau. Das dritte Vergleich, was wir hier haben, dort ist ein Anbeten für einen irdischen Kaiser und das Anbeten für Gott. Und wisst ihr, der Engel, wir haben die Engel beten an und die loben Gott und wir haben die kleinen Arme an welche Hort beten den Salzige Gott an. Und so das ist unsere Frau von dir. Wem beten wir an? Uns selbst, unsere Kraft, uns Lohnkraft, uns Kaiser, uns Präsident, uns Prime Minister. Wem beten wir an? Das Kind in der Krab. Was ist die Wahrheit? Und so Pilatus frug, was ist die Wahrheit? Und so, durch diese Weihnachtszeit, wir können uns auf uns selbst verlassen, wir können uns auf Gott verlassen. Aber was ist die Wahrheit in dein Hort? Das ist die Frau. Und ich will mit dort in Haus gehen. Ich will noch ein paar Vers lesen in Philippa, Kapitel 2, Vers 6. Das sagt, dass der Jesus wir von seiner Natur her Gott, aber das sagt er nicht so an, dass er dort mit Gewalt festhalten muss. Er tragt sich dort als Gott sein Ut, nahm eine Gestalt an aus dem Tschenach und ward dadurch so wie Menschen, geboren als ein Mensch. Demütig, mirke sich gering und ward gehorsam bei dem Tod, ja bei dem Tod am Kreuz. Doorween hat Gott ihm auch hoch gehoben und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Im Namen von Jesus sollen sich alle Kneien in Himmel und auf die Erde und unter die Erde beten. Wem da wir umbeten? Das ist eine Frau. So was ist Wahrheit? Ist Kaiser Augustus Wahrheit? Oder das Kind in der Krab? Ist römischer Fried Wahrheit? Oder der Fried, was Gott bringt? Ist die irdische Anbetung, was immer wir auf dieser Welt tun, ist dort Wahrheit oder ist Gott anbeten Wahrheit? Wo ich meine Knie beten? Zu Kaiser oder zu Gott? Und weißt ihr, Lied, wir wollen uns alle zu Gott beten. Wir wollen alle seinen Namen bekennen. So werden wir das hier tun, nicht so? Wir wollen das einen Tag tun. Vater, wir danken dir für, dass du bist gekommen. Du kommst aus einem kleinen Baby, halblos. Aber du wirst kraftvoll als Kaiser Augustus. Und du kommst dort in den Krab und das brachte Unfried mit Herodes und viele andere Dinge. Aber du brauchst Frieden in uns Hort, was Raum nicht kann geben. Und Herr, du weißt uns, dass wir anbeten. Wir beten nicht weder uns selbst oder unsere Kreatur an, aber wir beten den Schöpfer an von Himmel und Erde. Und ich bete, dass wir diese Weihnachtszeit würden wirklich die anbeten. Nicht unsere Geschenke, uns Geld, oder uns Lohn, oder unsere Regierung, aber die. Im Namen Jesus. Amen. Du und jedoch werden noch einmal alle taub abstehen, noch ein paar Mal Leute singen.
Hey, wie zijn wat de bank van deze service, maar ver wat de toemerken ons, weil ik die aanloden wat de gebed veel van der. Eint als, wenn du die weit wegfällst von Gott, du hast auch einmal Jesus angenommen, von der ist der Tag. Ich will die bis anladen für das. Hier ist das andere Ding. Ich kann nicht anders als daran denken, so eine Zeit aus Weihnachten, eine Friedenszeit, dass somebody, was an Weihnachtstag sagt, die werden nicht alle sein. In unserer Kirche sind mehrere Familien, was das in Weihnachten war ganz anders feiert. Und lasst uns bis für die beten. Wenn du bist, komm hier an, das Team ist wirklich für die zu beten. Wenn du nicht was Besonderes ist, was du was für beten hast, komm bis für dort, dass wir können bis Frieden über die beten in dieser Weihnachtszeit. In der Fairlife, du hast Ponche, Candies, Chocolates, Oranges and the whole 9 yards. Hatten eine sehr gute Zeit. Enjoy you dort in der Fairlife, das ist hier spazieren. Frohe Weihnachten alle.